Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Renés Weg. Ich bin ja nebst meiner Karriere zum Doc-Filmer auch am Aufbau von meinem kleinen Werbebüro. Sozusagen als Plan B, man weiss ja nie. Jetzt beim letzten Mal, als wir über das Thema geredet haben, habe ich ja gesagt, ich muss mich auf eine Nische entscheiden. Und ich dachte, als ehemaliger Skisaisonier und Skimonteur, Fachmann, Spezialist, Wachser und Werbebüro-Mitarbeiter, ich mich einschiessen auf Tourismus und Hotelindustrie. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit auch schon eine Webseite gemacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dort ja mal reinschauen. Ich tue den Link unten setzen. Miriam und ich arbeiten jetzt am Pitch, so dass wir allfällig neue Kunden auf unsere Webseite und unsere Dienstleistung aufmerksam machen können. Aber jetzt noch zum spannendsten Teil, nämlich meinem Weg zum Doc-Filmer. Als Übung habe ich Miriam geholfen, eine Kurzdokumentation zusammenzuschneiden. Ihr mögt euch vielleicht besinnen, vor 3 Monaten hat es in Houston einen Hurrikan gegeben mit riesen Überschwemmungen und als Folge davon haben Häufen Hunde und Katzen ihr Zuhause verloren. Miriam ist dort helfen und mit einem Sack voll Aufnahmen zurückgekommen. Und meine Herausforderung war dann, aus all diesen Telefonaufnahmen, die erst noch hochkant gefilmt waren, ansprechend einen Kurzfilm zusammenzustellen, wo dann auch die Organisation, die sie abgeschickt hat, kann brauchen. Aber schaut doch selber, was ist rausgekommen dabei. Here. I'm gonna try it the best we can. Right? It's very difficult, but we have a lot of great supporters back home, so we appreciate that. Since we couldn't take them all, it was tough to select animals following certain criteria. We had to take video and photos so they could get networked back in Los Angeles. The challenge was to find 63 committed rescues and foster homes within 24 hours. Lisa Young from the rescue train literally worked around the clock to make this happen. This is Maggie. She's 35 pounds. She's female. Tulip! Oh my God, she needs a hug and she's sweet. This Hugo is about 6 months old. Already tired with not much sleep, we still had to get the puppies vaccinated and cleaned up.
We also had to find cargo crates and prepare them together with all the medical records. You're okay, baby. Here we go. You're the lucky one. This is what you look like when you have 1 hour of sleep and you loaded all the animals and they're heading to Burbank. I cannot believe we did it. Rescue train. Woo! Ist eindrücklich. He? Darum sage ich immer, falls möglich, adoptieren und nicht kaufen. Dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wie wir ganz konkret auf allenfalls neue Übersetzungskunden zugehen, sodass wir das auf Automat stellen können. So dass ich mich hoffentlich dann voll und ganz auf das Dokumentarfilmen konzentrieren kann. Dann freut mich natürlich ein Like, ein Teilen oder ein Abo auf YouTube. Und weiter sagen, wenn ihr jemanden kennt, der Spass haben könnte an diesen Episoden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.